Jesus, danke, bist du da. Danke, segnest du den Micha. Danke, machst du jetzt wirklich sein Maul auf, als er dein Wort verkünden kann, als er das weitergeben darf, was auf deinem Herz ist. Und ich danke dir, dass du unsere Herzen öffnest, unseren Verstand ruhig machst, dass wir das Wort aufnehmen können und dass das uns wirklich auf dem Weg ein Stück weiterbringt. Amen. The Way, so heisst die Serie, wo wir aktuell drin sind. Und in dieser Serie geht es darum, wie können wir mit Jesus unterwegs sein. Wir möchten in die Jüngerschaft Schritt gehen. Wir möchten immer mehr werden wie er. Und wir wollen, dass Jesus berühmt wird in dieser Region. Immer mehr werden wie er. Um das geht es in dieser Predigtserie, wo wir drin sind. Und hey, Jüngerschaft ist ja nicht das Thema, das uns erst seit 1-2 Wochen beschäftigt, sondern das ist ein Thema, das wir als Kreuzpunkt schon seit Jahren am Bearbeiten sind und wo wir immer weiter möchten gehen und immer mehr Gedanken dazu denken und vor allem, wo wir Schritt miteinander gehen, konsequent in der Nachfolge von Jesus. Und hey, ich habe jetzt schon ganz praktische 2 Sachen, was kann man machen, wenn du wirklich sagst, hey, ich möchte unterwegs sein mit Jesus, will Schritt gehen, will vorwärts gehen. Wir haben das Thema als Gemeindeleitung bearbeitet und haben gesagt, hey, es gibt so wie 4 Schritte, wo man gehen kann in dieser Nachfolge. Wir haben die extra da aufgeschrieben, gehängt, hinten an dieser Wand. Einfach, dass es uns immer wieder vor Augen ist, dass wir es visuell sehen. Das sind Schritte, die man aktiv kann gehen, aufbrechen, Gott kennenlernen. Hey, vielleicht kennst du Gott persönlich noch gar nicht, dann möchte ich dich einladen, das ist der erste Schritt in jeder Jüngerschaftsreise, ihn kennenlernen. Vielleicht bist du schon Jahre, Jahrzehnte, noch nicht gerade Jahrhunderte mit ihm unterwegs, aber da gibt es schon ganz viele Meilen, die du abgeleitet hast. Hey, ich darf auch dich herausfordern, neu einladen, ihn neu kennenzulernen. Wir werden ihn nicht erfassen, bis in alle Ewigkeit, so gross ist er. Lern ihn kennen und der nächste Schritt, den man gehen kann, ist einfach ablegen. Jesus ist gekommen zur Vergebung der Schuld, um uns zu erneuern und dass wir wirklich die Freiheit erleben von alten Sachen, von alten Lasten, von Schuld. Macht er uns frei, leg's ab. Das ist ein Schritt, den du gehen kannst. Herausfinden ist das Nächste. Einfach herausfinden, was hat Gott vor mit meinem Leben? Was möchte Gott mit mir tun? Wo ist er unterwegs? Was ist der Weg, den er für mich parat hat? Er hat mir Gaben gegeben. Der Heilige Geist begabt uns. Es gibt uns Geistesgaben zum Anwenden, zum Einsetzen, auf das sein Reich gebaut werden. Hey, was sind deine? Find's raus. Ist ein ganz konkreter Schritt, wo wir gehen können und losgehen, einen Unterschied machen, ist, wozu wir berufen sind auf dieser Erde. Also hey, darf ich einfach fragen, wenn du auf dem Weg unterwegs bist mit Jesus, in dieser Nachfolge, was ist dein Schritt? Wo bist du dran? Wo geht es für dich weiter? Was ist jetzt gerade das, was Jesus dir aufgibt, zum tun? Und das andere, wo ganz konsequent, ganz praktisch kannst du umsetzen, ist Practicing the Way. Hey, wir haben schon so viel gesagt und man kann es irgendwie gar nicht genug sagen. Wir haben einen Jüngerschaftskurs für euch bereit. Hey, es wird nicht praktischer als das. Wir haben es als Angestellte-Team miteinander gemacht. 8 Einheiten, sehr herausfordernd und sehr gut. Um einfach Konsequenz in dieser Nachfolge Schritt zu gehen. Okay, jetzt habe ich vielleicht den einen oder anderen von euch schon gestresst heute Morgen, gell? Mit all diesen Sachen, die man müsste und sollte und könnte und doch auch noch gut wäre, oder? Vielleicht hast du jetzt gerade so ein bisschen den Stresslevel gespürt steigen, oder? So ein bisschen wie das Wasser, das immer höher kommt und so ein bisschen, ich bin nicht da heute Morgen, um mich stressen zu lassen. Die gute Nachricht für dich ist, auf dem Weg gibt es auch die folgende Lektion zu lernen, nämlich Abide in me. Bleib in mir. Um das geht es heute Morgen. Kein Stressprogramm, kein To-Dos für euch, sondern einfach, wir wollen heute dieser Aussage Jesu auf den Grund gehen, wenn er sagt, hey, bleibet in mir. Bleibet in mir. Was heisst das genau? Das ist, was wir heute miteinander machen möchten, in dem Jüngerschaftsprozess. Was bedeutet es, in Jesus zu bleiben? Und da gibt es natürlich die sehr zentrale Bibelstelle, die wir heute miteinander werden anschauen. Das Programm ist folgendes. Wir lesen jetzt dann gerade die Bibelstelle, um die es geht heute Morgen. Was wir heute werden miteinander anschauen, wenn Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Bleibet in mir.
Wir lesen es jetzt dann gerade durch. Ihr seht, dort hat es schwarz markierte, rausgehobene, fett markierte Wörter. Diesen Wörtern gehen wir nach und probieren herauszufinden, zu entdecken, was bedeutet das dann ganz konkret. Und das ist das Programm von heute Morgen. Sind ihr ready, zum wir lernen von Jesus? Let's go. Also, wir lesen gerade, was er gesagt hat. Johannes 15, Vers 1 bis 8. Wir lesen es einfach mal einmal durch. Jesus sagt: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht trägt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Alright, den Text schon mal miteinander anschauen, entdecken, was Jesus da sagt und was es da für Tiefen und Schichten dazu gibt. Und das Erste, was wir natürlich anschauen müssen, was wir verstehen, ist, okay, das ganze Bild vom Weinberg. Das Bild vom Weinberg. Was ist das für ein Bild? Woher kommt das? Was bedeutet das? Und ich weiss nicht, wie es dir geht, aber Weinberg ist so, würde ich sagen, Baden-Wettig eigentlich etwas mega Positives, oder? So, wenn du da die Läger schaust, mega schöne Weinberge und im Herbst noch viel schöner und einfach all die schönen Farben dann, oder? Und die guten Früchte und dort wandert man durch, das ist so lustvoll, geniesserisch, oder? Baden, das wisst ihr vielleicht, hat den Wahlspruch. Wer kennt den Wahlspruch von Baden? Irgendwelche Badener? Also jetzt müsst ihr euch festhalten, der Wahlspruch von Baden ist: Außen Wasser, innen Wein, lasst uns alle froh und glücklich sein. Das ist kein Witz, das ist der Wahlspruch von Baden. Ein Kaiser hat das so gut gefunden vom Heiligen Römischen Reich, dass er das auf sein Siegel da hat und jeder Brief, den er nachher geschrieben hat, ist «Pam! Außen Wasser, innen Wein, lasst uns alle froh und glücklich sein». Das war so sein Lebensmotto. Hat er gefunden, hey, das ist doch etwas Lässiges, oder das muss man feiern. Also, hey, Weinberge, etwas grundsätzlich Positives, oder etwas Schönes, etwas Geniesserisches, etwas Lustvolles, etwas einfach, ja, zum Leben feiern, oder? Ich glaube aber, wenn Jesus seine Jünger das Gleichnis bringt und wenn er sagt, hey, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, der Vater ist der Weingärtner, dann bin ich mir sehr sicher, die Jünger haben nicht nur positive Gefühle gehabt bei dem Bild, das Jesus dort bringt. Weil was Jesus da sagt oder zitiert oder braucht als Bild, ist ein altes Lied, das bekannt ist, das sehr bekannt ist. Das ist ein Bild, das findest du im Alten Testament. Das Lied ist aufgeschrieben worden vom Jesaja im Kapitel 5. Und das wollen wir jetzt miteinander lesen, das Lied, wo Jesus da als Referenz, als Bild braucht. Jesaja 5, 1 bis 7. Hört, ich will ein Lied singen, ein Lied von meinem besten Freund und seinem Weinberg. Auf einem Hügel, sonnig und fruchtbar, lag das Grundstück meines Freundes. Dort wollte er einen Weinberg anlegen. Er grub den Boden um, räumte alle großen Steine fort, die besten Rebsorten pflanzte er hinein. Er baute einen Wachturm mittendrin und meißelte einen Keltertrog aus dem Felsen. Wie freute er sich auf die erste Ernte, auf saftige und süße Trauben. Doch die Trauben waren klein und sauer. Urteilt selbst, ihr Leute von Jerusalem und Juda. Habe ich für meinen Weinberg nicht alles getan? Konnte ich nicht mit Recht eine reiche Ernte erwarten? Warum brachte er nur kleine, saure Trauben? Wisst ihr, was ich jetzt mit meinem Weinberg mache? Zaun und Schutzmauer reiße ich weg.
Tiere sollen kommen und ihn kahl fressen. Ziegen und Schafe sollen ihn zertrampeln. Nie mehr werde ich die Reben beschneiden, nie mehr den harten Boden mit der Hacke lockern. Dornen und Disteln sollen ungehindert wuchern. Ich verbiete den Wolken ihren Regen zu bringen. Soll der Weinberg doch vertrocknen. Dies ist eure Geschichte, ihr Israeliten. Ihr seid der Weinberg und euer Besitzer ist der Herr, der allmächtige Gott. Ihr aus Israel und Juda, ihr seid die Pflanzung, auf deren Erträge er sich freute. Er wollte von euch gute Taten sehen, doch er sah nur Bluttaten. Ihr habt nicht recht gesprochen, sondern es gebrochen. Das ist das Bild, wo wohl jedem von diesen Jüngern so im Hinterkopf wird mitgeschwungen haben. Wenn Jesus versagt, hey, wisst ihr was? Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Die werden automatisch das Lied gehört haben, in ihrem Kopf spielen. Und wir sehen, dass der Weinstock ist nicht nur etwas Schönes, es ist nicht nur Frucht, es ist nicht nur positiv, sondern es ist auch eine Ermahnung und eine Erinnerung, dass Gott im Himmel ein gerechter Gott ist. Und dass er richtet und dass es darauf ankommt, wie wir leben und was wir tun. Dass es tatsächlich so etwas gibt wie ein Gericht. Und dass Gott den Weinberg anlegt, dass er etwas macht mit der Erwartung, mit einem Wunsch, mit einem Plan, mit einem Gedanken, wie das dann rauskommen soll, was das soll bringen. Hey, Gott hat Menschen geschaffen in der Hoffnung und in der Erwartung, dass das fruchtvoll ist. Dass sie liebevoll miteinander umgehen, dass sie recht tun. Und wenn es nicht so ist, dann ist Gott zu Recht enttäuscht von diesen Menschen, die nicht so leben, wie sie eigentlich hätten sollen. Und ich glaube, was Jesus da sagt, ist, hey, ihr lieben Jünger, sind besser als Volk Israel war. Ich glaube, wenn Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben, dann sagt er, ihr habt jetzt die Chance, zum Israel mal zu sein, so wie es eigentlich hätte sollen sein. Ihr seid Israel 2.0, oder? Ihr habt noch mal eine Chance, ihr dürft noch mal probieren, ihr dürft noch mal einfach das Lied umkehren und ein besseres Resultat generieren. Es darf jetzt gut werden und es muss nicht so sein, dass Gott sagt, hey, weißt du was, ich bin fertig mit dem Projekt. Und ich habe mich gefragt, was ist der grosse Unterschied? Wieso soll es das mal besser werden, oder? Es sind ja immer noch Menschen. Hat sich ja nichts grundlegend geändert, oder? Es sind immer noch die gleichen Menschen. Aber wisst ihr, was ist jetzt anders in diesem Bild als im Alten Testament? Wieso hat Jesus die Erwartung, dass es das mal anders rauskommt, dass das mal die Früchte eben nicht klein und sauer sind, sondern dick und süß? Was ist seine Hoffnung? Warum soll es anders sein? Ja, weil er in dem Weinberg der Stock ist, an dem man zur Frucht kommen. Weil er im Weinberg gepflanzt ist. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, darum wird es anders jetzt. Darum ist der Weinberg nicht mehr so wie vorher, sondern wir haben das Privileg und wir haben das Recht, dürfen zu Jesus kommen, von ihm zu zehren und von ihm zu leben. Darum dürfen wir Frucht bringen. Das ist anders als vorher im Alten Testament. Wir haben jetzt Jesus und darum dürfen wir erwarten, dass die Früchte, die hervorkommen, dass sie nicht mehr klein und sauer sind, sondern dass wir dürfen dick und süß sein. Das ist mal ein gutes Bild für uns, he? Dick und süß. Und so, wenn wir jetzt gerade mal die dicken und süßen Früchte anschauen. Okay, was ist denn das für eine Frucht? Für was steht die Frucht? Um was geht es da, oder? Und so, das Erste, was man könnte meinen, um was es geht, ist Erfolg. Erfolgreich sein, oder? Yes, wir sind erfolgreich. Frucht bringen heisst erfolgreich sein. Und da habe ich ganz einen spannenden Kommentar gelesen, der gesagt hat, Erfolg ist nicht das Konzept, das es im Neuen Testament gibt. Es geht nicht um Erfolg, wenn wir mit Jesus verbunden sind. Es geht nicht darum, mehr zu produzieren, besser zu sein oder eben erfolgreich zu leben, sondern um was geht es bei dieser Frucht, die wir bringen sollen. Wenn wir ein bisschen weiter vorne und ein bisschen weiter hinten gehen, schauen, im Johannes 15, 11, 16 und 17, lesen wir folgenden Text. Ich sage euch, damit meine Freude euch erfüllt. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Ich glaube, das ist einer von diesen Früchten. Jesus will ja nicht, dass wir ein saures Leben leben, sondern dass wir ein süßes Leben dürfen haben.
Ein Leben, das erfüllt ist mit Freude. Das ist die Frucht, die die Verbindung mit Jesus in unserem Leben produzieren kann. Ich glaube wirklich von ganzem Herzen, dass das Leben mit Jesus einfach so viel besser ist, weil es ein segensreiches Leben hervorbringt. Wir dürfen Freude in der Fülle erfahren. Wir dürfen erfahren, was es heisst, vergeben, dass unsere Schuld vergeben ist. Dass wir dürfen mit ihm verbunden leben, bedeutet, dass wir ein segensreiches Leben dürfen führen. Wo nicht nur materiell gesegnet ist, manchmal ist es materiell gesegnet, ich glaube aber nicht, dass das irgendwie die einzige Messlatte ist, sondern dass wir dürfen erfahren, mit Jesus Leben bedeutet, mit Freude erfüllt sein. Er will, dass wir ein Leben in Freude und Fülle dürfen leben. Das ist Frucht, nicht Erfolg, sondern Freude. Und dann geht es weiter. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, was immer es auch sein. Einander zu lieben, das ist das Gebot, das ich euch gebe. Okay, also Frucht hat Bestand. Die Frucht, die wir bringen, wenn wir verbunden sind mit Jesus, das ist etwas, das Bestand hat. Das ist nicht etwas, das wieder verschwindet, das irgendwie vergessen geht, sondern es hat Bestand. Und mehr noch, es hat damit zu tun, dass die Ehre vom Vater gemehrt wird. Im Vers 8, wo wir vorher gelesen haben, im Vers 8 steht dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Also unsere Frucht, was wir tun, wie wir leben, soll die Ehre vom Vater mehren. Und genau was das heisst, sagt Jesus mit dem Satz, hey, ihr sollt lieben, das ist mein Gebot. Einander zu lieben, das ist das Gebot, das ich euch gebe. Und das ist der Unterschied, von wie es im Alten Testament war, oder? Der Reim aus dem Jesaja, ihr habt nicht recht gesprochen, sondern es gebrochen. Das ist austauscht worden, ersetzt worden mit Lieb die Nächsten wie dich selber. Das bedeutet es, reiche Frucht zu bringen. Gar nicht um Erfolg, gar nicht darum Leistung zu bringen, sondern in dieser Verbindung von Jesus sind wir jetzt fähig, unseren Nächsten zu lieben wie uns selber. Und das ist es, was die Ehre vom Vater im Himmel mehrt und wo Bestand hat. Das ist die Frucht, von der Jesus da reinigt. So kommen wir zum nächsten Wort, so der Reinigung. Jetzt habe ich eine Frage für alle Bibelnerds und Bibelkennerinnen und Kenner unter uns. Folgende Frage. Wo genau befinden wir uns im Moment? Wenn Jesus sagt, hey, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wo ist Jesus mit seinen Jüngern jetzt gerade? Welcher Tag ist jetzt, wo er das sagt? Wer weiß die Antwort auf das? Du weißt es. Nicht? Come on, einer muss das wissen. Yes, come on, genau. Wir sind am Tag vor der Kreuzigung. Am nächsten Tag wird Jesus gekreuzigt. Wir befinden uns in dem Oberzimmer, wo Jesus mit seinen Jüngern das letzte Mal zusammen ist. Und das letzte Mal alles Wichtige noch so mitgibt. Oder so, hey, jetzt nochmal Zusammenfassung. Jetzt müssen wir einfach nochmal gut hören. Jetzt alles, was eigentlich, das ist so der letzte gemeinsame Moment. Wir feiern Abendmahl und am nächsten Tag ist Kreuzigung. Am nächsten Tag ist es dann soweit. Und jetzt sagt Jesus, ihr seid gereinigt. Wisst ihr, was Jesus macht, um den Abend anzufangen? Genau, er wäscht seinen Jüngern die Füße. Wir lesen es im Johannes 13, 4 bis 8. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus, band sich ein leinernes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Wasserschüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Simon Petrus jedoch wehrte sich, als er an der Reihe war. Herr, du willst mir meine Füße waschen, sagte er. Jesus gab ihm zur Antwort, was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße, erklärte Petrus. Jesus entgegnete, wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Verbunden sein mit Jesus bedeutet Schuld vergeben von ihm. Später klar wurde, was Jesus da gesagt hat mit dieser Reinigung. Es geht um den zweiten Schritt. Es geht darum, abzulecken, was war. Die Schuld zu bekennen und rein zu werden vor Jesus. Was er tut und was er sagt, reinigt uns und macht uns
rein. Wenn Jesus also sagt, hey, ihr habt Verbindungen, dürfen mit mir sein, wenn er das Bild braucht von dem Weinstock, sind verbunden mit mir und ich reinige euch, dann ist das die Fußwaschung bei den Jüngern absolut präsent. Das ist etwas, was mitschwingt, wenn er sagt, ich reinige euch. Dann heisst das, er vergibt Schuld, er macht uns rein und wir dürfen einfach ablegen, wo wir falsch gewesen sind, was wir falsch da haben, in der Verbindung mit ihm, bei ihm bleiben. Das ist die Bedeutung von der Reinigung. Und jetzt kommen wir zum Herzstück von dieser Predigt. Das Bleiben, Verweilen in Jesus. Was bedeutet bleiben in mir? Und dort wie 3 Punkte aufgeschrieben für uns. Ein Kommentar hat geschrieben, hey, Jünger sind und sie werden. Und ich habe das irgendwie gut gefunden. Das bringt es auf den Punkt, hey, wir sind Jünger. Einfach weil er uns erwählt hat, einfach weil es so ist. Wir sind Jünger. Einfach weil er gesagt hat, wir dürfen zu ihm kommen, wir dürfen in ihm verbunden sein, aber wir werden auch. Wir sind eben auf dem Weg, in dem Prozess drinnen, dass Jesus uns immer neu macht und neu reinigt und wieder von vorne lehrt. Und in der Verbindung mit ihm dürfen wir fruchtbar sein. Also wir sind Jünger und wir werden Jünger. Und das Zweite, das hat mit dem Kontext zu tun. Wenn Jesus dort seinen Jüngern sagt, bleibet in mir, dann glaube ich, hat das ganz, ganz tiefe Bedeutung, besonders für einen Jünger gehabt. Er sagt nämlich im gleichen Kontext, nachdem er gesagt hat, bleibet in mir, schaut er den Petrus an und sagt zum Petrus, Jo Petrus, du wirst mich jetzt dann gerade verleugnen. Du wirst jetzt dann gerade sagen, du kennst mich nicht, du willst nie mit mir zu tun haben. 3-mal wirst du das sagen. Der Petrus kann es nicht glauben, kann es nicht fassen, das kann gar nicht sein. Nie und nimmer würde er nicht in Jesus bleiben. Nie und nimmer würde Petrus Jesus verleugnen. Das geht gar nicht, das ist unvorstellbar für ihn. Und Jesus sagt seinen Jüngern, bleibet in mir. Bleibet in mir. Petrus, du wirst weggehen von mir. Und genauso wie Jesus das gesagt hat, ist es passiert. Der nächste Tag, Petrus verleugnet Jesus 3-mal. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie sich das angefühlt hat, was der Petrus das wohl gedacht hat über sich selber. Aber ich glaube, für uns der wichtige Takeaway ist, in Jesus bleiben heisst, nachdem wir weggegangen sind, sofort wieder zurückkommen. Bedeutet nicht perfekt sein, bedeutet nicht immer genau mit Jesus verbunden sein, aber in Jesus bleiben heisst, sollten wir mal den Weg verfehlt haben, sollten wir mal abkommen vom Weg, sofort wieder umkehren und zurückkommen. Und Jesus sagt das an Petrus schon mal, bevor er versagt, bleib in mir, bleib in mir. Wenn dann du abgebogen bist vom Weg, wenn du versagt hast, wenn du es nicht gemacht hast, wenn du dann eben einmal mehr wieder mal merkst, Mann, hey, habe es irgendwie nicht geschafft, dann komm zurück, sofort, so schnell wie es geht. Das bedeutet es, in Jesus zu bleiben. Hey, und ich möchte dich ermutigen, egal wo du bist, egal wie weit weg du dich manchmal von Jesus fühlst, egal wie fest du auch weißt, dass du jetzt gerade am Versagen bist, dass du nicht so lebst, wie du eigentlich sollst, darf ich dich ermutigen. In Jesus bleiben heisst nicht ein perfektes Leben leben, sondern in Jesus bleiben bedeutet umkehren und sofort zurückkommen, nachdem er realisiert hat, dass man vom Weg abgekommen ist. Das heisst, in Jesus zu bleiben. Er sagt das an Petrus am Tag, bevor er verraten wird von ihm. Bleib in mir, Petrus. Komm zurück, wenn du dann versagt hast. Komm einfach wieder zurück. Und etwas weiteres, wo irgendwie so bei dem Bleiben wichtig ist. Bleiben ist irgendwie nicht automatisch. Ich möchte also das Bild brauchen vom Kaffee. Nicht nur, weil Kaffee super ist, sondern auch, weil es ein gutes Bild ist fürs Bleiben in Jesus. Was muss man machen, dass Kaffee kalt wird? Gar nichts. Absolut gar nichts musst du machen. Das passiert automatisch. Je länger du wartest, desto kälter wird der Kaffee. Das ist einfach halt, wie es ist, oder? Kaffee wird kalt, wenn du nichts machst. Und ich glaube, das genau Gleiche stimmt eben auch für die Beziehung mit Jesus. Was musst du machen, dass die Beziehung mit Jesus erkaltet? Dass du nicht bei ihm bleibst. Ja, eben auch nichts. Wenn wir nichts machen, dann erkaltet die Beziehung von alleine. Das ist einfach so. Das passiert halt. Also es braucht etwas, um bei Jesus zu bleiben.
Es braucht eine Regelmäßigkeit. Es braucht irgendwie, dass wir immer wieder uns aktiv mit ihm verbinden. Und glaube mir, das trifft niemand härter als mich, weil das ist so eine Schwäche von mir. Bleiben ist ein Wort, das ich tragisch finde. Das widerspricht mir und das ist etwas, wo mir schwerfällt. So dass das Dranbleiben, das immer wieder tun, ist das schwierig für mich. Und gleich erkenne ich und merke, wie wichtig und relevant das für mein Leben ist. Und ich möchte auch Buße und bekennen, hey, ich mache das im Fall nicht so gut, wie ich sollte. Und ich realisiere, es kostet mich, um immer wieder dranbleiben in dieser Beziehung mit Jesus. Vielleicht geht es dir gleich, aber ich merke einfach, das ist so relevant, dass wenn wir fruchtvoll leben, wenn wir verbunden sind mit Jesus, dann braucht es etwas. Regelmäßige Bibelzeiten, regelmäßige Gebetszeiten, immer wieder bewusst investieren in die Beziehung mit Jesus. Und dann haben wir das letzte Wort. In meinem Namen bitte. Wenn ihr um etwas betet, sagt Jesus, dann werdet ihr es bekommen. Und lass mich dir gerade von Anfang an sagen, das ist nicht ein Lifehack, wo man da lesen kann, quasi, hey, du musst einfach nur im Namen Jesus um etwas bitten und dann bekommst du es einfach mega easy, oder? Das ist nicht, um was es da geht in dieser Stelle. Das ist nicht, was Jesus seinen Jüngern lehrt. Sondern er sagt, hey, wenn ihr in meinem Namen, wenn ihr euch eins macht mit dem, was mir wichtig ist, wenn ihr einfach eins sind mit all dem, für was ich stehe, dann ist das im Interesse Gottes zu erfüllen. Im 1. Johannes, wir bleiben am Johannes treu, der 1. Johannes gehört da auch noch dazu, 5, Vers 14 lesen wir. Und wer an Jesus glaubt, kann sich voll Zuversicht an Gott wenden. Denn wenn ihr ihn um etwas bittet, was seinem Willen entspricht, erhört er uns. Im Namen Jesus beten bedeutet sich eins machen mit dem Willen Gottes. Bedeutet seine Prioritäten zu seinen eigenen Prioritäten machen. Und im Einklang mit den Prioritäten, was Gott will, beten. Das Gebet ist mächtig und hat Kraft, Leben zu verändern. Das bedeutet, wenn ihr betet, dann werdet ihr bekommen, wenn wir uns eins machen mit seinem Willen. Und so möchte ich beten zum Schluss von dieser Predigt, bevor wir wieder einsteigen in den Lobpreis, wenn wir Zeit haben, um mit ihm zu sein, zu in ihm zu sein und die Verbindung mit ihm zu feiern, möchte ich jetzt zuerst zum Abschluss beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir eins sein mit dir. Dass du uns gerufen hast und dass wir nichts tun können, um in dir zu sein, sondern dass das etwas ist, was du da hast. Dass du uns das ermöglicht hast, dass du unsere Schuld vergeben hast und dass du uns in deine Nachfolgschaft gerufen hast. Und ich danke dir, dass wir in dir sein dürfen, Jesus. Und ich bitte dich, dass du uns immer wieder hilfst, dran zu bleiben an dir. Dass wir uns nicht selber abschneiden aus dieser Verbindung mit dir. Und wo unser nächster Schritt ist, bitte ich dich, dass du das jetzt zeigst. Jedem Einzelnen, wo wir gerade sind, bitte ich dich, Herr Jesus, dass du uns einfach aufzeigst, hey, wo sind wir dran, was ist unser Schritt. Dort, wo wir weggegangen sind von dir, Jesus, wollen wir zurückkommen. Und dort, wo wir nicht geblieben sind, wollen wir bleiben in dir, Jesus.